Der Dichterin Ruchel Boimwol ist geboren geworden den 4. März 1914 in der Stadt Odessa. Ihr Tate Jehude Leib Boimwol ist gewesen ein jüdischer Dramaturg und Regisseur. In 1936 hat sie verendigt die literarischen Fakultät von der jüdischen Abteilung beim 2. Moskwer Meluch-Universität. Lieder hat sie ungeheben schaffen von Kind bei Sohn, a viele noch dämmelt, wenn sie hat nicht gekannt lehnen. In 1930, wenn Ruchel ist allgemein 15 Jahre, ist erschienen ihr erst Büchel Lieder. Bis im Jahr 1979, wenn sie Säule gewinnt zusammen mit ihrem Mann, dem Dichter Same Telessin, Kenisruhl, hat Boimwol gehat herausgelost 18 Liedersammlungen für Klein und Groß. Als Lieder schafferischer Sachakel von ihr poetischen Talent in Israel sind gewähnt 8 Lieder Bichlach in Jiddisch. Darinnen darf man ermahnen euch, ihr seltene Arbeit wegen jiddische idiomatische Ausdrucken, wo sie hat systematisch geführt und publiziert in verschiedenen Ausgaben. Gestorben ist Ruchel Boimwol dem 16. Juni 2000 in Jerusalem. In dem Tag merken wir ob dem 70. Jahrzeit noch ein Schriftsteller Aleph Litwin. Von dem Shmuel Hurwitz, wo es ist geboren geworden in 1862 in Minsk, Weißrussland. In Amerika versuchen dem Tam von einem freien Leben ist umgekommen in 1901, wo hat gearbeitet in einer Schuhfabrik und sich gedruckt im Vorwärts. Aber schon in 4 Jahren hat sich wieder umgekehrt in Russland. Ihn haben ihm getrieben die stürmische Revolutionswinden. Sich besetzt in Wilna hat Litwin dort herausgelost dem Heute-Journal Leben und Wissenschaft. Sind 1914 und schon bis in Samme Zeit wohnt Litwin in Amerika. Litwin ist bekannt wie ein größer Sammler von allerlei Volksschaffungen, Anekdoten, Lieder, Meisterlich. Sein größter Auftritt ist geblieben auf die Seite von die 6 Band Jüdische Neshomes. Ein Werk, das hat einen großen Wert für unsere Kulturgeschichte. Dort schildert Litwin hunderte Typen und Gestalten von allen Winkeln von jüdischen Leben, von der neuenter und weiter Vergangenheit. Sein Isoven befindet sich überhaupt in 2 großen Institutionen, im Niva-Archiv und in der Bibliothek von dem Jüdischen Theologischen Seminar. Dem 7. März 1868 ist in Parozowe, Grodner Gegend, geboren geworden die größte jüdische Aktrice Esther Ruchel-Kaminska, von 3 Halpern. In der Geschichte von der jüdischen Bühne wird nun begleitet mit dem ersten Titel Die Mame von dem jüdischen Theater. Ihr Debüt ist vorgekommen in 1892 in dem Warschauer Theater Eldorado. A besonderen Schäm haben ihr gebracht die Rollen in die Pieces von David Pinsky, Chassidie Jesoime und Yankev Gordin, Mirale Efras. In 1903 macht Kaminska
a Gastroltour in Peterburg, Kiew, Odessa und wird sie enthusiastisch aufgenommen. Es applaudiert ihr nicht bloß das jüdische Publikum, nur auch die nicht-jüdischen Enthusiasten von theatraler Kunst. In 1907 gründet Kaminska in Warschau ihre literarische Truppe. In dem Repertoire von dem Theater sind angeschlossen sei Pieces von jüdischen Dramaturgen und sei von dem Weltrepertoire. Gorkis auf dem Deck, Dumas Die Kameliedame, Ibsens Nore. Zu sehen Kaminska auf der Bühne, gehabt Masel euch die Unhänger von jüdischen Theater in Amerika, wo sie hat gespielt in 1912 und mit 2 Jahren später in Paris. Gestorben ist Esther Ruchel-Kaminska in Warschau in 1925, im Alter von 57 Jahren.